Servus Leute und willkommen zu einer neuen Aufnahmesession hier bei Dragon Ball Z Battle of Cell. Das war gerade ein bisschen lahmarschige Einstiege, nicht wahr? Oh, der Pilzer habe ich gar nicht gesehen. Oh, Leute, das wird knapp, das könnte eng werden. Naja, wer auch immer, willkommen zurück, genau, das wollen wir natürlich noch sagen. Zur mittlerweile zweiten Part hier dieses, darf ich mit da mal was machen, dankeschön. Dieses Let's Fight Online Dingsgebums, was genau sein soll, werden wir noch erfahren. Da bin ich sicher mal, kann ich bitte mal aufhören, wie bereits gewonnen. Wie ging das? Der wurde jetzt ganz nur vermöbelt, hallo? Ja, soviel dazu, ist jetzt hier eigentlich groß, was eigentlich, Murat 101, Dankeschön, was hast du da eigentlich gemacht? 2 vernichtet bereits, was? Nur 2 vernichtet sind bereits wieder fertig, das ging ja schnell. Jo, also, das zweite Part, mir geht es vor allem darum, habe ich auch schon im ersten Part erzählt, von wegen Battle of Set und so, ist ja, sagen wir mal, technisch für, halt diejenigen, die bereits sich mit der Materie sehr gut auskennen und so, mit Dragon Ball spielen, ist Battle of Set nicht unbedingt so die große Herausforderung, deswegen mache ich auch keine allzu langen Aufnahmesession. Wie sieht's aus, kartenmäßig? Yep, könnte gut gehen. Sondern mir geht es vor allem darum, noch ein paar Themen zu diskutieren. Jetzt natürlich vor allem mal Dragon Ball, hinsichtlich dem ganzen Dragon Ball Universum, haben wir auch schon ein paar gemacht. Dort noch bezüglich halt dem ganzen Theorie bezüglich dem Super Saiyajin Gott, auch wegen Gogeta bei Dragon Ball GT. Ja, bin wieder rausgeflogen, dankeschön. Also irgendwie ist heute ein bisschen der Wurm drin, weil ich habe schon bereits mal ein paar Aufnahmesessions versucht heute, ein paar Parts aufzunehmen, aber irgendwie ist heute ein bisschen der Wurm drin. Also eine Verbindung ist eigentlich toll bei mir. Okay, der Typ da oben hat nur eine Verbindung, das ist doch gar nicht toll. Hallo? Du leckst uns alles? Ja, wir sind gerade besser da unten. Ja, das sind halt so die Typen, die das Gefühl haben, sie müssen mit schlechter Verbindung zocken, die vermissen halt allen anderen auch das Spiel. Ist ja toll. Nun gut, wie auch immer, wir können ja trotzdem ein bisschen weiter philosophieren, auch wenn wir halt den ganzen Part hier irgendwie nur im Wartemodus verbringen müssen. Also, im ersten Part geht es darum, ja, bezüglich Super Saiyajin Gott und so zu philosophieren. In diesem Part, im zweiten möchte ich gerne, deswegen auch der Charakterwechsel zum Margin Vegeta. Mir geht es ein bisschen um die Margins, beziehungsweise um die ganze Saga dahinter, sprich die Buu-Saga. Die Buu-Saga, wie ja viele wissen, gehört bei mir jetzt nicht unbedingt zu den Lieblings-Dragon Ball-Sagen und allgemein zu den Lieblingssagen. Ein weiterer Grund, wo man gerne darüber diskutieren möchte, ist auch Buu-Saga, also die Buu-Saga ist eine der einzigen, hallo, was ist heute los? Ist eine der einzigen Sagen, die eigentlich, wenn mal irgendein neues Dragon Ball Spiel rauskommt, fehlt irgendwie oftmals mal die Buu-Saga. Oder damals bei Budokai so, bei der PS2, bei der PS3 ja auch mit Burst Limit. Und die Frage war einfach immer, wieso, was ist da los und so. Und dann, ja, kam die Buu-Saga, natürlich nicht nur im Anime oder im Manga, nein, kam es auch bei Videospielen. Und irgendwie war dort etwas anders, im Gegensatz zu den anderen Sagen. Natürlich erstmal wurde uns dort, sagen wir mal, wenn es weitergeht, fange ich echt ein Part nochmal komplett neu an. Von einem anderen Raum. Also, genau, weil so mit zweifacher Super Saiyajin wurde namentlich erwähnt, weil, klar, gab bereits mit Team Gohan, war ja auch schon zweifacher Super Saiyajin, nicht wahr? Aber wurde dann nicht so spezifisch genannt. Es kam erst bei der Buu-Saga, kam ja auch schon ein dreifacher Super Saiyajin und die Fusion und alles, sprich, es war einfach alles ein bisschen sehr viel auf einmal. Kann man wohl so formulieren. So, Verbindungen sind bei allen eigentlich relativ gut aus, das müsste dann so klappen. Hast du doch wieder mal das Homeru in. Hallo, Kumpel, kannst du bitte mal ein bisschen besser machen? Geht nicht, scheiße. Okay, gut. Die Buu-Saga. Wieso ist er mir ein bisschen, verhasst ist übertrieben, aber sag's mal allgemein, warum ist die Buu-Saga eine Saga, mit der sich wenige identifizieren können, wo alle sagen, ja, es ist alles überpowered, etc. Und vor allem auch, wieso hat selbst Akira Toriyama, sprich der Macher, der Mangaka, der Autor, wie auch immer, wieso hat er sogar mit der Buu-Saga seine liebe Mühe? Tja, das hat 2 Gründe. Ja, eigentlich sogar mehrere, aber formuliere es mal so. Diejenigen unter euch, die generell, sage ich mal, Dragon Ball Fans sind, haben sicher auch mal abgesehen jetzt nur von bekannteren Videospielen, haben sie vielleicht auch einmal andere Videospiele reingezogen, die jetzt eher nicht so, sage jetzt mal, marktverbreitend sind. Dann meine ich vor allem auch solche, die ein bisschen storyabwärts sind, also storyabwärts klingt es ein bisschen doof, wo ich eigentlich eher meine, wo ein bisschen mit der anderen Story zu tun hat. Zum Beispiel wäre da, auch schon ein paar gezockt, zum Beispiel da
Ich glaube, das war von Game Boy Color, oder? Super Sonic Warriors 2, genau. Danke, Trunks, dass du mich gerade ein bisschen vermöbelst. Finde natürlich gar nicht nett von dir. Super Sonic Warriors 2 war, wenn ich mich richtig erinnere, ein Spiel für einen Game Boy Color, oder war es bereits Advance? Weiß gar nicht mehr. Auf alle Fälle war es eigentlich noch ein ziemlich gutes Spiel. Während ich ersten Teil noch gezockt habe, aber verrückterweise war der Story-Modus ein bisschen anders. Genauso wie auch bei der Shin Budokai-Reihe für die PSP, die habe ich zwar selber leider nicht gezockt, muss man, oh, kann ich teleportieren? Und das Ding hin teleportieren, bin gar nicht Goku. Dann fliege ich erstmal. Und genau, Shin Budokai Saga war ja auch irgendwie so, da ging es ja um Trunks Zukunft, beziehungsweise alternative Zukunft, wie es auch sein könnte. Lustigerweise, muss ich dort ein bisschen erzählen, war es dort ja auch so. Also, hallo Trunks ist mit dem Lauf von deinem Vater zu schlagen, das ist noch gar nicht nett. Okay, hallo, darf ich bitte auch mal was machen? Ich habe gerade am Boden zerstört. Also weiter bin ich welchen Boden zerstört. Okay, du willst jetzt eine Schnauze haben, bitteschön und... Geht doch. So, dann steht es wahrscheinlich nicht mehr auf. Wo ist das nächste? Wo ist das nächste? Wo ist das nächste? Guldo, bist du Guldo? Ich komme. Kann ich irgendwie Guldo, mein Liebling? Hey, von daher kann ich das. Okay, wir haben gleich von oben, wie es aussieht. Buh! Das war knapp. Da kämpfen wir die ganze Zeit. So, Tschüssikowski. Okay, bin ich auch wieder tot. Wieso? Goku, Bulma 90. Hallo, ich bin bereits. Ist ja egal. Und verloren. Ist mal was Neues. Ja, also, worum ging es jetzt überhaupt? Wenn man ein bisschen klarer reden könnte. Mir geht es vor allem darum, jetzt mal halt die andere Seite auch zu betrachten. Dort ist es ja auch so bei den anderen Story-Modes, sag ich jetzt mal. Jetzt zum Beispiel von Trunks Zukunft, dass es dort auch eine Majin Buu-Saga gibt, aber irgendwie zum Beispiel Cell und Freezer kehren irgendwie zurück aus der Hölle und sind irgendwie Majins, also wurden von Abi dazu verzaubert, aber auch, und das müssen wir auch festhalten, das war bei Super Sonic Warriors 2 der Fall, war ja auch so, dass Majin Vegeta gab es doch gar nicht. Stattdessen gab es Majin Piccolo und jetzt müsst ihr euch mal auf was gefasst machen. Akira Toriyama war ursprünglich nicht geplant, Nummer 1, dass Vegeta böse werden sollte. Also sprich, der Kampf zwischen Majin Vegeta und Super Saiyan 2 Goku sollte gar nicht stattfinden. Das war eigentlich eher ein Kampf zwischen Piccolo, also mit dem wieder böse gewordenen Piccolo und dem Razer Z-Kämpfer. Fakt Nummer 1. Fakt Nummer 2 ist, Goku sollte niemals zurückkehren. Sprich, er sollte nach dem Ende von Dragon Ball von der Cell-Saga sollte eigentlich tot bleiben. Okay, ob er jetzt dann nochmal einen Tag zurückkehren soll, wie es da der Fall war, mit dreifach Super Saiyan im Kampf gegen Buu und so, weiß ich jetzt gerade auch nicht so genau auswendig. Da gibt es verschiedene Theorien, die das irgendwie belegen. Die einen sagen ja, die anderen sagen nein, wie auch immer. Fakt Nummer 3. Es war ursprünglich mit der Fusion auch nicht so geplant. Ja, die Fusionen sollten irgendwie auch ganz anders stattfinden oder gar nicht stattfinden. Waren, glaube ich, sogar nur für den Film gedacht. Also sprich Dragon Ball Z, der Film... Die Fusion, genau, die ist sogar so. Und noch ein weiterer Fakt ist, wieso eigentlich Son Goten so aussieht, wie sein Vater, sprich gleich Frisur hat. Natürlich haben viele darauf plädiert. Ja, natürlich muss so sein, weil Goku ist gestorben und so. Stimmt ja auch, aber eben war es halt Akira Toriyamas Ziel. Wenn Son Goku nicht zurückkehren sollte halt sein jüngster Sohn die gleiche Frisur haben, um zumindest mal zu symbolisieren, ja, Son Goku lebt noch, der ist nicht für immer tot und so, nee, der ist noch unter uns. Das war der eigentliche Sinn dahinter, warum man Son Goten die Frisur gab. Das ist auch der Grund, warum dann Son Goten nach dem Abspann, sprich 10 Jahre später, jetzt will noch einer mit Bills. Kann ich verarschen? Warum er dort, ja klar, jetzt seid auf mich los. Warum er dort dann auch eine andere Frisur hatte, weil Son Goku war wieder zurück im Leben, da war wieder geplant und so in der Storyline, von dem her, wieso Son Goten die gleiche Frisur geben? War ja unlogisch. Beziehungsweise vom Sinn her war natürlich, das ist ein anderer Sinn gewesen. Findest du überhaupt so? Na, warte, Bulma 90, du schon wieder. Du zockst gerne als... Okay, das ist natürlich jetzt ein bisschen scheiße. Ah, ich hab's abgeblockt. Nein, Vegeta, wie kannst du? Ich hätte ihn Support wählen sollen. Ganz wenig Support im Team. Und da haut wieder ab. Sie, Entschuldigung. Ist klar von Rico verprügelt. Das sind Dinge, die ich ein bisschen... abstrus finde. Wow, ich hab nicht geblockt. Kann ich bitte mal was machen? Oh, wenn gar nichts. Rico, wo ist das Vögelchen? Hier ist das tote Vögelchen. Ja, und wieso war das geplant? Ganz auf deswegen. Schon wieder verloren.
Jetzt zumindest mal das wegen Piccolo. Es war ja eigentlich so vom Akira Toriyama geplant. Ihr wisst ja, Dragon Ball war ja vor allem im Großen und Ganzen halt Wiedergeburt von Piccolo, Oberteufel Piccolo dort halt noch. Und dann halt, dass er der Rivale von Son Goku werden sollte. Sprich, die Rivalität zwischen Son Goku und Piccolo soll dort so dargestellt werden. Danach kam Vegeta in Dragon Ball Z, der wurde dann so, ja, zum Rivalen, aber der war für mich halt irgendwie, ja, ganz ehrlich, er war zuerst böse, nachher wurde er gut, wie Piccolo auch. Nee, war irgendwie das Gleiche. Also, bei Piccolo war es irgendwie epischer, weil er war der Oberteufel persönlich. Ja, klar, wir haben es ja später erfahren, er wurde auch irgendwie, war ursprünglich mal gut und durch die Teilung wurde er böse, etc., etc. Ist eigentlich auch alles egal. Es geht ja mehr darum, dass er halt, ja, halt vom Guten, oder vom Bösen natürlich zuerst, zum, ja, Rivalen wurde, dann ein bisschen zum, Verbündeten, erst am Schluss dann zum Freund, nach mit der Fusion von Gott und so, oder sogar, also für die kurze Zeit sogar, zum stärksten Charakter überhaupt bei Dragon Ball Z. Tja, und dann der Buhsager plötzlich Statist. Ja, sorry Mann, der Cell-Sager kannst du was ausrichten, aber jetzt bist du nur noch Statist, fertig. Ja, ist klar, was ist denn jetzt los? Irgendwie ist das, man muss akzeptieren von mir aus. Ja, bin nur noch Statist und so. Ja, weißt du, der Piccolo? Na, wie geht's dir? Bin nur Statist, scheiße Mann, ja. Hat was. Hat durchaus was. Da gibt gleich mal coole Karten. Die stärksten, die ich so habe, sind teilweise nicht unbedingt die stärksten, aber egal. Was bist du eigentlich für ein Typ? Kampftyp und so. Kickexplosion, Eingreif. Oh, Eingreif ist immer gut. Okay, du bist hier ein Kickexplosioner. Muss natürlich eine andere Karte hier geben. Gebe das mit Gotenks, war genau, Corona-Schütze. Ja, was jetzt noch? Tape reduzieren. Nee, hast du was? Dann kommen die Explosionen. Nope, ich hätte lieber etwas, das bei dir spezifisch wirken würde. Das ist auch noch ganz cool. Kommt bei anderen. Ja, aber natürlich jetzt unbedingt. Ich rede gleich weiter, Freunde. Keine Sorge. Es ist halt so, wenn da live zocken, live kommentieren, ist es halt ein bisschen doof. Wenn ich das Kind mit der Nahkamera, könnte es irgendwie klappen, wa? Ja, mach's mal so. Ist sicher auch nicht schlecht. So, kann ich auswählen. Danke, bereit und los geht's. Ne, Bullman 90 mit einem Team. Ach du Scheibenkleister. Ja, wie auch immer. War es so, genau, war es von Akira Toriyama geplant, weil Piccolo war halt ursprünglich der Bösewicht, nachher war der gut und so. Und wie es halt bei Super Sonic Warriors 3 der Fall war, wollte halt Babidi nicht Vegeta böse werden lassen, weil, ganz ehrlich, also, klar wurden dann ein bisschen Rage versetzt und so, plötzlich dachte sich der Abra, ja, der ist ja ganz böse, müssen wir auf unsere Seite ziehen. Ich meine, sorry, aber jeder hat eine böse Seite in sich. Gut, Goku ausgeschlossen, hat man ja bei Dragon Ball der ersten Sieger noch gesehen. Obwohl, Super Saiyan muss ja auch irgendwie durch Rage entsetzt werden und da muss ja irgendwie auch so funktionieren. Also irgendwie noch ein bisschen crazy. Ja, ich überlege gerade, die Piccolos Moves schon da waren. Ah, genau, wer was? Bams. Ah, was mache ich eigentlich? Soll er so angreifen? Boom, 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 boom. Und da kommt Twist schon wieder. Ja, da bist du. Ja, besser bist du. Boom, boom, boom. Und ich hau dich weg. Oder auch nicht. Was machst du da überhaupt? Und weg ist er. Du bist ein Pain, Mann. Hier bin Piccolo. Piccolo. Ja, wie auch immer. Ja, bereits gewonnen. Alter, ich kann gar nicht so richtig erzählen, ey. Ja, dann war es jedenfalls so, dass ihn halt Gohan angegriffen werden sollte von Babidi, weil halt Gohan, also da war ja auch so, dass halt von Gohan hatten sie die Energie bekommen für Buu und so. Und dass sich halt Babidi, ja, Gohan, der ist halt der Stärkste so, sollen von denen die Energie klauen. Beziehungsweise sogar ihn nachher böse werden lassen als Unterstützung. Dann hat sich halt Piccolo dagegen entschieden, nee, er hat sich halt dazwischen geworfen, damit halt er davon getroffen wurde. Natürlich wusste nicht, was genau von der Welle war und so. Fakt ist, wurde danach wieder böse und irgendwie hatte er ein grausames Power-Up dadurch. Nämlich war es dann so, das war Super Sonic Warriors 2, so weiß ich was genau, nachher genommen werden sollte in die Buu-Saga, keine Ahnung. Aber was war nachher dort echt so, dass er dann so stark war, dass er erstmal Babidi gekillt hat, okay, ist sowieso ein Schwächling gewesen, dem her kein Problem. Er hat nach Freezer und Cell dominiert, weil die wurden ja von Babidi zurückgeholt. Und dann eben halt in Margins verwandelt. Und er hat irgendwie sogar über Dabra befehligt und sogar über Buu. Und Buu wurde nicht als Fette zurückgeholt, sondern als Super Buu. Sprich halt als, normaler, wie man halt auch kannten. Bevor er sich da mit Gotenks oder Son Gohan verschmolzen hat.
Genau. Das war irgendwie so die ursprüngliche Idee von Akira Toriyama. Ja, er wollte Piccolo so und so zurückholen, damit es danach wieder episch wird und am Schluss wieder gut werden konnte, etc. Das Problem war dabei allerdings nur, scheinbar, weiß nicht genau, wie das damals passiert ist, aber scheinbar haben die Fans von mitbekommen oder wurden in Fanforen diskutiert, etc., dass das irgendwie der Plan wäre von Akira Toriyama, dass er halt wirklich Piccolo irgendwie wieder zurückholen wollte, also sprich, den Kampf nicht, sprich kein Rematch zwischen Vegeta und Son Goku haben wollte, sondern vor allem mit Piccolo. Dass den irgendwie gegen Son Goku oder gegen Gohan einsetzen wollte, weil Gohan soll trotzdem am Schluss der große Held werden, wie es auch schon am Ende von der Cell-Saga war. Aber die Fans waren anderer Meinung. Sie wollten unbedingt dann Rematch zwischen Vegeta und Son Goku sehen und dann sich, nee, Vegeta sollte wieder böse werden und übel stark werden und so. Sie wollen wieder ein Rematch sehen zu Anfang von Dragon Ball Z. Und aus welchem Grund mir auch immer, ich verstehe es immer noch nicht, aber Akira Toriyama hat es halt breitschlagen lassen und gesagt, ja, wenn die Fans es wollen, dann mache ich das halt. Das ist der Grund, wieso dann halt die Buu-Saga ein bisschen anders wurde, wieso Piccolo zum Statisten wurde. Also der Grund, warum dann halt Son Goku zurückgekehrt ist, war ganz einfach, wenn da halt Vegeta schon der Bösewicht wieder ist, dann musst halt auch Son Goku zurückbringen. Und so ein bisschen witzlos. Ja, was ich gerade hier abziehe, ist auch ein bisschen witzlos, dankeschön. Und das dazu dann halt, wie das Ganze vonstatten ging, wie das Ganze überhaupt so geplant war, oder also wieso überhaupt das Ganze umgesetzt wurde. Das Ganze mit der Fusion nachher, muss immer wieder was Neues draufsetzen. Ja. Das ist wirklich die bessere Entscheidung war schlussendlich, keine Ahnung, meine Fans waren zufrieden allgemein. Die japanischen, ich war ja, wie gesagt, zu dritt auf mich los, dankeschön. Ich bin ja kein großer Fan von der Buu-Saga, vor allem gerade deswegen, weil ich fand Piccolo in der Dragon Ball Saga zu Beginn so geil und auch bei Dragon Ball Z. Vor allem nachher im Kampf gegen Freezer und wie er dann in der Cell-Saga der Stärkste wurde. Ich meine, dort haben wir es ja auch gesehen, dass Akira Toriyama mit der Red Ribbon Armee und Dr. Gero und so alte Elemente zurückgeholt hat. Das hätte ich mir irgendwie auch für Piccolo gewünscht, aber nee, natürlich nicht. Muss ja alles ändern, weil die Fans es so haben wollten. Bla 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 bla. Naja. So einfach mal so das Offizielle und ja, das ist halt auch die Begründung für, Begründung? Ja, genau, wieso halt Piccolo der Statist wurde. Hat nichts mehr zu melden, weil es einfach keinen Platz mehr gab für ihn. Dann die ganzen Fusionen und Verstärkungen und so weiter und so fort, dass er einfach alles ein bisschen draufsetzen musste. Naja. Deswegen ist ja wirklich die Buu-Saga eigentlich ein einziges Power-Up. Also ganz ehrlich, Cell-Saga, Super Saiyan schon begonnen, eigentlich hat Super Saiyan sogar abgeschlossen. Und da plötzlich die Buu-Saga, ja, dreifacher sogar zu schwach, Fusionen reichen auch nicht. Nee, Son Goku muss wieder der Held der Story werden. Und dort ist am Schluss so dämlich im Grunde genommen. Ich meine, hallo, schon wieder zurück. Gut, wir machen es anders. Jetzt werden wir ein bisschen mitfighten. Da war es ja auch so, irgendwie am Schluss hat Son Goku, ja, hat er sich, also, Moment, ganz kurz nochmal überlegen, hat es gerade nochmal, bevor ich da irgendwie Mist erzähle. Genau, es war ja so, dass er dann die Erde von Kippu zerstört wurde. Okay, er hat irgendwie Dendum ist Saturn gerettet, wieso, weiß bis heute noch keiner. Und dann kam es nachher mal so weit, dass, ja, halt ein Special. Kam es dann nachher so weit, kann ich irgendwie noch fertig erzählen, bevor ich hier irgendwie das andere setzen kann. Wo ist eine Fähigkeit? Wo ist eine Fähigkeit? Hallo? Ah, hier, nee, nicht die. Ah doch, die war's, genau, die war's. Dankeschön. War stehen geblieben. Ach genau, ein Ende von Buu-Saga, genau, wegen Zerstörung vom Planeten Erde, bla bla. Und danach wurde sie wieder, Dragon Ball, selber wurde sie wieder. Sag ich mal, wieder hergestellt. Ach nö. Nur ein Balken. Na, Dankeschön, Diego Wars 23. Genau, die Erde wieder hergestellt und die alle leben drauf und ja, und eigentlich alle wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Sprich auch Goten, also die Kinder, Trunks und Goten waren wieder da, Piccolo auch, Son Gohan auch, aber man kam nicht auf die Idee, Son Gohan, entschuldige mal, der war Ultimate Gohan, auf den Planeten der Kaioshin zu holen, weil er könnte ja durch Kibito-Shin und so, wäre es eigentlich relativ einfach, und er wäre ja stärker als der einfache Super Saiyan Son Goku. Aber nö, natürlich nicht, der Genki Dama ist eine bessere Idee. Ja. Meine,
ja, ich bin ja nicht unbedingt gegen die Genki Dama und so. Der Schluss wäre eigentlich doch noch ganz schön, aber es war einfach das alte Leidwesen, ja, Dragon Ball Z und so, zuerst Son Gohan pushen und so, ja, er ist auch der Stärkste, ist so das Kind, der Stab wurde weitergereicht vom Vater zu Sohn und so, und jetzt wieder zurückgereicht, ja, Son Gohan kein Interesse mehr dran. Er wurde fast nur gedrungen, wurde irgendwie zum Superhelden gemacht, der die Welt retten soll, jetzt ist es halt der Goku. Ja, das sind halt so ein paar Fakten und naja, was man darüber denken kann, muss halt jeder für sich selbst entscheiden. Aber das sind halt echt die Gründe, warum ich persönlich mit der Buße nicht viel anfangen kann und für mich Dragon Ball Z bereits mit der Cell-Sage zu Ende ist, weil Buße-Sage ist für mich bereits ein bisschen Dragon Ball GT, ganz ehrlich. Aber die Fähigkeiten von Buu waren ja auch ein bisschen, ja, in Cell 2.0, oder? Konnte ich auch regenerieren. Bei Cell war es zwar allerdings so, dass der sich halt nur dann regenerieren kann, solange sein zentraler Cortex, oder? Wie heißt es wieder? Keine Ahnung. Jedenfalls solange halt ein bestimmtes Stück seinem Körper nicht zerstört war. Nur solange konnte er sich regenerieren, danach ging es nicht mehr. Weil er die Fähigkeit von Piccolo geklaut hatte, oder wohl eher kopiert hat, kann man dann sagen. Ist ein Klon gewesen. Und Super Move! Und tschüss, Diego Wars. Genau. So wie dazu. Und dann du plötzlich, ja, kann sich immer regenerieren, solange eine Zelle von ihm übrig bleibt. Das ist natürlich das Bessere. Und irgendwie Bibidi hat ihn erschaffen, obwohl irgendwie total gar nichts drauf hat. Du bist halt ein großer Zauberer und so, und einfach so aus nichts erschaffen. Das waren halt so Dinge, wo ich mir dachte, sorry Leute, muss es echt sein? Das ist die Begründung dafür, einfach ein Cell 2.0 hinstellen? Naja, also. Und ja, ich meine, Bibidi kam ja auch aus dem Weltraum, also. Ja, wir wissen auch ein bisschen, bei Dragon Ball GT noch der Fall war. Egal. Ich würde mal sagen, Leute, zeitlich her 22 Minuten ist eigentlich bereits vorbei für den zweiten Part bereits, ja. Das war es von meiner Seite mal zur, ja, auch Diskussionsthemen zum ganzen Piccolo-Buu-Saga, was genau passiert ist und so, wieso es doch nicht zustande kam, etc. Und wieso hat Akira Toriyama sich entschieden, bei gewissen Videospielen halt eine Alternativstory einzubauen, damit er halt seine ganzen Ideen doch noch irgendwie verwirklichen konnte. Dann dritter Part, ja, der auch nächste Woche folgt. Was mache ich da für ein Diskussionsthema? Ganz ehrlich, ich habe momentan eigentlich nichts mehr so auf der Hand. Was wir diskutieren können, wären vielleicht die Filme noch oder was ihr uns zunächst Dragon Ball Spiele wünschen könnt, wobei habe ich auch schon angesprochen im letzten Part. Ja, würde man sagen, ist sonst so mal ein Zeitpunkt, wo ihr auch Wünsche äußern könnt, was ihr noch groß haben wollt für Diskussionsthemen, ob ihr mehr, also ob ihr auch sagen wollt, nicht Diskussionen, kein Bock mehr drauf, soll es mehr zocken und so, bestimmte Charaktere nehmen, etc. etc. Da halt auch mal statt der Kampfmodus normaler Kampf auch mal Dragon Ball Suche machen, kann man auch machen. Ist alles kein Problem, ihr habt da die freie Wahl, Leute. Könnt es auf den Kommentar schreiben und ich lese mir dann bei Gelegenheit alle mal durch. Was auch nicht momentan ist, irgendwie Kommentar schreiben, habe ich schon mal erwähnt. Dann Let's Plays, irgendwie habe ich momentan mit YouTube ein bisschen Probleme. Ich kann Kommentare zwar lesen, eine Bewertung geben, also Daumen hoch, Daumen runter, geht alles. Aber ich kann auf meine eigenen Videos ich keine Kommentare mehr geben. Und wenn doch, ist es irgendwie teilweise beschränkt, da geht es einmal wieder, im nächsten Mal geht es ja nicht. Also sogar 5 Sekunden später geht es nicht mehr. Ist aktuell eben noch ein bisschen crazy. Naja, so ist das Leben, es ist immer was los. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, dann vermutlich wieder mal bei Wedging Blaze 2. In diesem Sinne, ciao zusammen!